Aber das war ein Krach, der hätte Kopfschmerzen vertrieben. Das war positiver Krach. Da wurde wie im Blues, da wurde Wut zu Humor. Ja? Und das kannst du ja mit 5 Jahren nicht formulieren. Aber was ich wusste ist, hey, da steht dein Name drauf. Das ist, so klingst du. So klingt dein Lebensgefühl. Ja? Rock'n'Roll. Und schade, dass der Rock'n'Roll so der klassische Rock'n'Roll aus den Medien, die wir so konsumieren, so verschwindet. Ne? Dass es erst ab den 70ern wieder losgeht. Weil das ist so easy und einfach und gerade raus. Und für mich einfach nicht irgendwie nur eine Musik, sondern eine Lebenseinstellung. Intermezzo, der Talk mit Menschen wie du und ich aus der Südpfalz. Hallo und herzlich willkommen zu Intermezzo, dem Südpfalz-Talk. Heute mit einer, finde ich, ganz besonderen Folge. Ich freue mich nämlich heute bei Christian Besau zu Gast zu sein. Ich bin Jürgen Scharf und freue mich auf das Gespräch. Christian, ich freue mich, hier bei dir sein zu dürfen. Ich habe ein kleines Alphabet mitgebracht. Du hast erstmal Croissants mitgebracht, wenn ich das einfügen darf. Lecker. Und wir sitzen hier auch bei Croissant und Café. Das macht das Ganze etwas entspannter. Also wenn es mal klippert. Und wir haben auch noch einen Hund mit dabei, die Rosi, wenn die mal zwischendrin sich zu Wort meldet, weiß jeder Bescheid. Die Rosi, ja, das wäre ihre Podcast-Premiere bei ARD Brisant, war sie schon. Genau, da kommen wir nachher noch zu. Christian, du bist ja auch in Sachen Sound, sage ich jetzt mal, viel unterwegs. Was machst du denn arbeitstechnisch? Eigentlich kann ich ja nichts, ja, Jürgen, das ist ja das Problem. Ne? Meine Oma hat schon immer gesagt, es wird doch ein Loch aufgehen für den Bu. Ne? Und ich habe gewusst, das muss mit Akustik, mit Sound zu tun haben. Und in mir gibt es 2 Seelen, da gibt es den Rock'n'Roller und da war einfach die Ernährungslage so, dass man gesagt hat, da brauchst du ein Backup. Ja, und dann war klar, das Medium, das mich zum Rock'n'Roll gebracht hat, das Radio, das wird mein Job. Und ich habe dann im Studium ein Praktikum gemacht beim lustigen Sender in Düsseldorf, in der Nähe von Düsseldorf, namens Radio Neandertal. Da fühlte ich mich super aufgehoben und habe von da aus irgendwie den Weg weitergenommen. Heute darf ich die Hörfunkredaktion in der Evangelischen Landeskirche in Baden, auf der anderen Rheinseite, leiten, den Evangelischen Rundfunkdienst. Da produzieren wir ein prominenten Magazin, beispielsweise für Radio Regenbogen und ein paar andere, ja, wirklich viel gehörte Sender, und es macht eine Menge Spaß, Menschen, jeden Tag Menschen und ihre Geschichten zu erzählen. Du hast eben gerade gesagt, Akustik ist ganz wichtig für dich. Das liegt daran, dass du blind bist. Wahrscheinlich, also vielleicht wäre es ja sonst auch so, das werden wir nie erfahren. So kam ich auf die Welt. Und wie hat sich das dann vom Studium her geäußert, gezeigt? Das ist ja nicht einfach wahrscheinlich, ne? Mit anderen Kommilitonen da zusammenzusitzen. Erzähl mal, wie war das so? Ach, die Kommilitonen, die waren das Unkomplizierteste. Ne? Also irgendwie im Hörsaal lästern oder abends irgendwie ein trinken oder zusammen lernen oder so. Das hat ja alles ganz gut funktioniert. Aber du hast schon recht, es gibt ein paar Hürden, an die denkt man vielleicht gar nicht. Also ich weiß noch, ich hatte irgendwie gerade das Abi in der Tasche und habe gedacht, okay, schreib dich an deiner Lieblingsuni ein. Das hatte dann auch immer sehr stark mit dem Ort oder Wohnort der jeweiligen Freundin zu tun. So, okay, gehen wir mal in Ruhrpott, ne, ist doch auch schön. Und dort schrieb ich mich an der Uni ein und habe bei Bemerkungen anständigerweise einfach angegeben, irgendwie von Geburt an blind. Ja, dachte, ist ein Merkmal wie groß, klein, dick, dünn, kann man sagen. Hätte ich es mal nicht getan. Ne? Es gab dann im Prüfungsausschuss der Uni damals eine Professorin, und die sagte, nein, Veto. Einen blinden Studenten, das können wir uns an dieser Uni, wo 20.000 andere Menschen studieren, nicht vorstellen. Wir sehen nicht, wie dieser Student mit Literatur umgehen soll, wie er sich orientieren möchte. Wir haben keine Kapazitäten dafür. Ja? 90er Jahre. Im Vorfeld oder erst? Im Vorfeld. Okay. Im Vorfeld. Also ich kriegte richtig eine Absage nach Hause geschickt, und ich weiß noch, wie das Umfeld, die waren wirklich alle empört. Ja? Und klar denkst du dir, dafür habe ich Abitur gemacht. Das war damals noch, war die Inklusion einfach nicht so weit. Man ging auf eine sogenannte Sonderschule, ja, habe ich gemacht, war ein tolles Internat, habe das Abi in der Tasche gehabt und dachte, wie alle anderen Abiturienten auch, was kostet die Welt? Here I come, ja, und dafür denkst du dann, hast du gepaukt, ne, dass du zum Schluss trotz absolut passender Noten von der Uni diese Absage auch so begründet bekommst, ja.
Und ich habe tatsächlich, ich weiß, ich habe 2-3 Tage gebraucht und war also für meine Verhältnisse, glaube ich, erstaunlich schweigsam in dieser Zeit. Das muss erstmal irgendwie, musste ich es sacken lassen, ja. Aber dann kam, und da will ich mich für nicht loben, sondern das ist echt so eine Sache, wo ich glaube, das ist eher ein Segen von außen. Es kam einfach zu mir. Ich weiß gar nicht mehr, wie mir das so in den Kopf schoss. Das war bestimmt kein böser Wille, das war Angst. Ja, Vielleicht bin ich der allererste Blindfisch dieser Nation, mit dem besagte Professorin auf diese Weise in Kontakt gekommen ist. Und es ist ja eigentlich kein Wunder, ich meine, du fragst mich ja auch, wie das alles ging. Es ist ja kein Wunder, dass die sich das vielleicht nicht vorstellen kann. Und bei einigen Dingen wusste ich es ja selbst nicht. Ja? Also ich wusste damals noch nicht, dass man staatliche Hilfe beantragen kann, einen Vorleser bekommen kann für bestimmte Literatur. Ja? Dass Computer, die damals gerade neu auf den Markt einfielen, dass die bezuschusst werden, wenn du blind bist und der PC dir hilft, vorzulesen oder. Und deswegen war es ja auch so ein bisschen Learning by Doing. Einige Fragen hätte ich selbst damals gar nicht beantworten können. Ja? Und wenn es so siehst, ja, dann wird auf einmal verständlicher, warum ein Mensch vielleicht sagt Nein. Also bevor der uns baden geht und wir als Hochschule irgendwie sind die Bösen, die ihn nicht durch dieses Studium tragen können, pushen können, dann studiert er hier nicht. Ja? Und ich weiß, ich habe aus dieser Konsequenz, auf einmal fühlte ich mich besser, weil, weißt du, ich habe mir die Unterlagen für die Einschreibung nochmal kommen lassen, habe sie alle nochmal ausgefüllt, die Bemerkung blind weggelassen und damit gedacht, das Risiko, das nehme ich jetzt auf mich. Na, das teile ich gar nicht mit denen. Das ist mein Risiko. Wenn du als Blinder in ein Flugzeug steigst, dann hast du schlechtere Evakuierungschancen. Das Risiko musst du tragen. Wenn du als Blinder im Supermarkt bist und es würde, was niemand möchte, ein Feuer ausbrechen. Genauso. Ja? Und warum denn nicht auch in diesem Lebensbereich mit Studium? Ja? Du hast ein paar Risiken im Leben. Jeder hat andere. Allergiker haben andere als Blinde. Und das war nun mal meins. Und ich habe beschlossen, das geht hier auf mich. Und ich habe einfach die Bemerkung blind, die habe ich weggelassen. Ja? Und war ein paar Tage später eingeschrieben. Ganz einfach. Ja. Und ich hab später diese Professorin kennengelernt. Das hat mich, muss ich ehrlich sagen, ich meine, ich war dann schon curious. So dachte ich will wissen, wer die Frau war oder ist, die mir die Kelle hochgehalten hat und gesagt hat, nein. Ja. Und was war das? Eine schön geistige, zierliche Dame, die hätte keiner Fliege was zuleide getan. Und als wir uns dann ein paar Monate kannten, habe ich ihr das mal irgendwann erzählt, dass ich fast nicht an der Uni gelandet wäre und dass es damals eben ihr Veto gab. Die war den Tränen nah. Ja. Und das ist für mich, ist das eine große, wie soll ich sagen, das ist eine der Schlüssellektionen irgendwie im Leben gewesen. Ja. Und wenn heute jemand sagt, es gibt ein Problem mit Mobbing oder mit Inklusion oder so, glaub mir, ich höre immer noch zweimal hin, weil es gibt diese Probleme und da muss man auch aufstehen. Bloß oft liegen sie da gar nicht. Ja. Also nicht jeder, der dir eine vermeintlich inklusive Bremse verpasst, steht morgens auf und will dich ärgern, sondern die Menschen können sich das nicht vorstellen. Und wenn du zu einer Minderheit gehörst, so, das tun die Blinden, dann musst du der Mehrheit helfen. Wow. Ja, aber schön, dass es doch noch eine Begegnung gab und man da vielleicht auch was auf den Weg gebracht hat. Auch im Bewusstsein jetzt von dieser Professorin. Unvergessen, ja. Ich komme mal zu C, von Christian Besau zu Chris Brandon. Wer ist Chris Brandon? Das ist einer der schlimmsten. Chris Brandon. Ja, es ist ein alter Ego. Ja. Ich habe es ja schon erwähnt, Radio und Rock'n'Roll, das sind ja meine beiden R-Buchstaben irgendwie. Und als Musiker war irgendwann klar, den Christian Besau auf dem CD-Cover, den kannst du einfach international nicht wirklich gut verkaufen. Und die Plattenfirma nörgelt ein bisschen an dem Namen rum und Künstlername und so. Ja, ehrlich, mir hat es gar nicht so viel Spaß gemacht, mir da eine neue Identität aufzubauen. Also ich liebe Bob Dylan und seine Lyrics. Ja, für mich ist das wie Musik hören und Buch lesen gleichzeitig. Und der hat sich ja dieses Pseudonym eben selbst gegeben. Ich selbst war aber jetzt irgendwie gar nicht unzufrieden mit meinem Namen und habe dann gesagt, Leute, also ich bin ich und ich will meine Initialen wenigstens behalten und gegen den Chris haben wir doch wohl auch nichts. Und zum Schluss war es eine Freundin von mir in Berlin, die das New Yorker Telefonbuch, glaube ich, weiß nicht, ob das ein Gerücht ist, in die Hand nahm. Jedenfalls rief sie mich eines Tages an und sagte, ich habe News für dich, Baby, du bist Chris Brandon. Ja, so. Sage ich, gut, das hast du so definitiv gesagt, wer würde dir widersprechen? Ja? Und das habe ich dann unserem Producer Jack White, der ja früher so Schlager gemacht hatte, Toni Marshall und so ganz andere Dinge und dann Popmusik an mir ausprobiert hat. So war damals auch das Sprungbrett, ja.
Und dem habe ich das genauso autoritär gesagt, ich bin Chris Brandon. So, und seither ist es so. Jack White meets Chris Brandon. Ja, das war lustig. Aber er hat auch einen Künstlernamen. Er heißt gut. auch anders. Soll ich verraten, wie? Ja, Ist bitte. bekannt. Er heißt Horst Nussbaum. Also, Okay, und dann zu Jack White. Jack okay, White, Horst Nussbaum. ich sehe die Parallelen nicht. Bei mir waren die besser. Genau. Und man weiß nicht, wer den Namen bei Jack White rausgesucht hat. Nein. Ich gehe mal weiter zu Buchstabe D. Bist du eher ein digitaler Typ oder Mensch oder ein analoger? Das ist witzig, dass du das fragst. Ich hätte jetzt aus dem Bauch heraus sofort gesagt, ich bin analog. Aber gleichzeitig höre ich alle lachen, weil den ganzen Tag hat er sein iPhone, das mit ihm spricht. Siri ist ja ein toller Helfer für alle, die nicht sehen. Ja? Und insofern wäre es wahrscheinlich ein bisschen geschwindelt. Ich fühle mich analog. Aber die Erfindungen der Digitalität haben mir schon sehr geholfen. Keine Frage. Also keine Ahnung, wir benutzen Messenger-Dienste wie WhatsApp. Ja? Und ich kann dir heute irgendwie eine Sprachnachricht schicken oder ich kann sie sprechend diktieren, sodass du die auf deinem iPhone oder Handy als Smartphone als Nachricht, als Textnachricht kriegst. Ich weiß noch, in der Blindenschule irgendwie, wir haben mechanische Schreibmaschine tippen gelernt und dann haben wir natürlich aber wirklich, ich trommel hier auf deinen schönen Tisch, das ist ja meiner, blind getippt. Und einen Brief, ich erinnere mich noch an ein großes musikalisches Vorbild, mal einen Brief geschrieben zu haben. Ich verrate jetzt gar nicht, wer das war, aber ich musste den tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes tippen und dann blind abschicken. Du hattest ja keine Kontrolle. Ja. Meine Diplomarbeit dann. Ich wusste nicht, habe ich das Komma schon gesetzt, weil zwischendurch das Telefon geklingelt hatte oder die Freundin hat dich geküsst oder sonst was. Da wusstest du nicht, du hattest diese Kontrolle nicht. Und heute sind diese Probleme lösbar, ne? Ganz locker. Mein PC spricht mit mir, unterhalb der Tastatur ist so eine Art tastbarer Monitor, der Braille-Buchstaben ausgibt, kannst du mitlesen. Ja, also absolut mit dem Segen der Digitalität unterwegs, fühle mich trotzdem analog, weil ich einfach lebende Menschen mag. Ich stehe drauf, wenn ich wo anrufe und da ist einer, der lebt und es ist keine Hotline oder so. Ja, cool. Ich hatte mal neulich jemanden am Mikrofon, der sagte, ich bin Digilog. Das fand ich auch eine sehr schöne Beschreibung. Ich hätte es nicht besser sagen können. Digilog, merken wir uns. Schön. Apropos besser sagen, du hast ja eben schon von... Oder Anatal, Jürgen. Anatal, ja, wobei das könnte ja auch... Ja, wenn man anders will, gehen. kann man mich natürlich falsch verstehen. Aber das ist immer so. Genau. Aber was auf jeden Fall verständlich bisher rüberkam, ist deine Liebe zur Musik. Eben hast du gerade gesagt, Bob Dylan, das ist für dich Lesen und Hören gleichzeitig. Ich komme jetzt mal zum Buchstaben E und ich glaube, mit E gibt es irgendwas ganz Bestimmtes, was mit E anfängt, nämlich ein Name. Und wenn ich mich hier umgucke, ich sehe hier eine riesige Plattensammlung, wo ganz fett Elvis draufsteht. Was ist Elvis oder wer ist Elvis in deinem Leben? Ja, du triggerst mich, Elvis. Du, Jürgen, bist ja selber ein guter Musiker. Ich weiß, du kannst mich da verstehen. Ja? Bruce Springsteen, der hat mal gesagt, Elvis freed the body and Dylan freed the mind. Also Elvis hat den Körper befreit, Dylan den Geist. Ja? Ja. So. Und klar, Körper war vorher dran, ne? 50er Jahre. Es war einfach unüblich, dass zum Beispiel ein schwarzer und ein weißer Mensch zusammen auf der Tanzfläche zum selben Song abgrooven konnten. Ja? Wir reden darüber heute völlig easy, aber es war damals nicht so. Und was ich bei den Jungs wie Elvis und seine Mitstreiter, Johnny Cash gehört dazu, Jerry Lee Lewis, auf der anderen Seite Little Richard als schwarzer Künstler und so, was bei denen so cool war, die hatten ja nicht vor, eine Revolution zu machen, wie etwas später Martin Luther King oder so, sondern es war eine unbeabsichtigte Revolution. Die haben einfach gesungen, worum es ging. Wee, Baby, hold me, ey, Baby, halt mich. Hatte vorher noch keiner gesagt. Höchstens, wenn es dunkel war und keiner zugehört hat. Ja. Jetzt kam es im Radio. Ja. Und klar war das ein Riesenventil. Und ich glaube nicht, dass dieses Ventil mit der Zeit schwächer wurde. Also für mich, ich war viel später geboren und ich habe irgendwann so mit 5 zu Hause eine analoge Kassette, also doch analog, in die Hände gekriegt. Und da waren solche Songs drauf, ne? Chuck Berry, Elvis, Little Richard. Long Tall Sally war der erste Rock'n'Roll, den ich gehört habe. Eigentlich müsste sie den jetzt einspielen. Den können wir nachher singen. Kannst du das? Ja. Spielst mit mir Long Tall Sallys? Machen wir. Machen wir nachher. Machen wir. Versprochen. Ja. Und ich dachte, ich weiß noch, was ist denn das? Da war was, das war irgendwie, also ich hätte es damals so nicht sagen können, aber das war ein Krach, der hätte Kopfschmerzen vertrieben. Das war positiver Krach. Da wurde wie im Blues, da wurde Wut zu Humor. Ja? Und
das kannst du ja mit 5 Jahren nicht formulieren. Aber was ich wusste ist, hey, da steht dein Name drauf. Das ist, so klingst du. So klingt dein Lebensgefühl. Ja, Rock'n'Roll. Und schade, dass der Rock'n'Roll so der klassische Rock'n'Roll aus den Medien, die wir so konsumieren, so verschwindet. Ne? Dass es erst ab den 70ern wieder losgeht. Weil das ist so easy und einfach und gerade raus. Und für mich einfach nicht irgendwie nur eine Musik, sondern eine Lebenseinstellung. Also ich hatte wirklich das Gefühl, so das ist deins. Das ist etwas, womit man es schafft im Leben. Wer weiß, ne? Die Geschichte an der Uni vorhin, ob ich ohne diesen, ich nenne es mal Long Tall Sally Spirit, let's have some fun, mach's einfach. Ob ich mich damals dann eingeschrieben hätte ein zweites Mal, keine Ahnung. Aber da gibt's einen Connex, ja. Und das ist Elvis. Außerdem, ne, Elvis, wenn man sich den vorstellt in diesen Filmen, das hat er ja selber gewusst, das waren keine guten Filme, Schwiegermutters Liebling, ganz klar. Und trotzdem Rebell, ja. Auf der einen Seite kompromisslos nach außen, ja, neue Ufer. Und auf der anderen Seite aber, ja, Sir, no ma'am, ja, ich kann mich adaptieren an alles. Und ich habe immer schon gefunden, dass das ist auch irgendwie tragisch. Also vielleicht hätte Elvis ein anderes Leben geführt und es hätte nicht so geendet, wenn er sich nicht immer mit Ja-Sagen adaptiert hätte, so, ne? Weil er alles erfüllt hat, was man gefordert hat, ne? Jeden Song, jeden Film, egal wie schlecht er war, Elvis hat was draus gemacht. Und das war Segen und Fluch und ich finde, da kann man eine Menge von lernen. Wow. Eine ganz neue Perspektive ein ganz neuer Blick auf Elvis, den man ja meistens eigentlich nur über Musik oder auch entsprechend die Filme dann auch kennenlernen konnte. Das ist so schade. Frag mal Leute U30. 5 Songs von Elvis. Da wird schwierig. Und das ist ja komisch, dass wir irgendwie nicht weitergeben, was alles mal irgendwie geil war. Ne? So, man kann sich ja dann später seine eigene Meinung bilden, aber wenn wir nicht aufpassen, dann hat Popmusik bei uns keine History. Ich gehe mal von aus, wenn Elvis noch leben würde und würde ein Konzert geben irgendwo hier in der Gegend, wärst du natürlich der Erste, der eine Karte hätte, oder? Ich wäre auch da, wenn Elvis auf der anderen Seite der Welt ein Konzert geben würde. Er ist 1935 geboren. Das ist nicht ganz ausgeschlossen, aber doch sehr unwahrscheinlich. Aber wenn ich jetzt überlege, ABBA hat ja jetzt quasi so ein Remake in London laufen. Ja. Vielleicht gibt es ja nochmal Elvis in digitaler Form. Ja, gibt schon KI-Versuche. Das ist übrigens mega interessant. Du findest online KI-Versionen, Frank Sinatra singt Oasis oder so. Und du staunst, weil, das ist echt Frankie, der da quasi vermeintlich singt. Also die KI trifft ihn. Aber google mal, Elvis singt Billie Jean. Das geht gar nicht. Also Elvis ist tatsächlich der Künstler, dessen Stimme für mich noch nicht zufriedenstellend von einer KI nachgestellt wurde. So. Und das ist irgendwie auch ein Wunder. Ist eine gute Überleitung zum Buchstaben F. Wie Film. Wie ist es bei dir? Guckst du Filme, hörst du Filme? Welche Beziehung hast du zu Filmen? Ja. Ich sage auch, ich habe es gesehen. Weil das einfach, das ist Deutsch, ne? Hast du das gestern gesehen, heißt, hast du es wahrgenommen? Und klar, heute hast du ja oft auch Audiodeskriptionen irgendwie, wenn du Fernsehen guckst. Mhm. Am Anfang dachte ich, kann die mal den Schnabel halten? Ja. Julia merkt auf. Solche Sätze kennt man ja. Ne? So, verdirbt die ganze Kussszene mit diesem Satz jetzt irgendwie. Aber klar, seitdem weiß ich, wie viel mir vorher auch an Nuancen oder Atmosphärischem entgangen ist. Ganz klar. Und ich akzeptiere das mittlerweile auch, diese Audiodescription. Ich gucke aber auch einen Film dann weiter, wenn es keine gibt, weil das war immer so. Ja, also Fernsehen war früher halt ohne Bubble, ohne Übersetzung. Ich weiß nicht, ich denke immer, was du nicht über die Worte erschließen kannst, das wirst du anders aufnehmen müssen. Das ist im Leben so, warum soll das denn dann nicht im Kino oder im Fernsehen auch so sein? Es gibt aber auch es gibt eine Kino-App für Blinde, Greta. Die lädst du dir auf dein Smartphone, du brauchst schon ein Smartphone und dann verbindet sich das via Bluetooth und wenn der Film in der App hinterlegt ist, dann bekommst du im Kino die Audiodeskription halt auch. Muss aber einen Kopfhörer aufsetzen und bist dann, finde ich, so ein bisschen der Alien. Ne? Also es ist so ein Kino, du gehst ja oft auch nicht alleine und dann, komisch finde ich so, sich hinter oder unter so einem Kopfhörer zu verstecken dann. Ja gut, man könnte ja die eine Muschel einfach wegkippen. Habe ich gemacht. Und dann hat man ja so ein bisschen Raumfeeling und dann noch Deskriptionsfeeling. Ne? Ah, genau. Greta heißt die. Bist du bei G jetzt, ne? Ja, gnadenlose Überleitung. Als hätte ich es gewusst. G wie Gretchen-Frage. Wie hältst du es mit der Religion? Tja, das fragst du sie alle, oder?
Fragen sie alle, aber es ist ja auch die Möglichkeit, dass einer sagt, bringt mir nichts, ist auch okay. Ja, ist mir auch schon in Radiointerviews passiert, ne? Dass Menschen, auch prominente Menschen, damit nichts anfangen können. Bei mir ist das anders. Ehrlich, ich glaube, das Allerwichtigste, das wir irgendwie nicht verlernen sollten im Leben, das ist Staunen. Ja, also wie riecht heute Morgen die Luft? Ne? Als du jetzt heute kamst, lag echt Frühling in der Luft zum Beispiel. Und dafür musste nicht. Das lag aber nicht an meinem Duschgel, oder? Selbstverständlich nur. Nur. Na, guck, und von daher meine ich, dass es nicht sein kann, dass es keinen Schöpfer gibt. Ja? Mhm. Dylan hat mal gesagt, she knows too much to argue or to judge. Sie weiß zu viel, um zu streiten oder zu urteilen. Und das würde ich mir in Sachen Religion und Gott auch nicht anmaßen. Weder was den Namen angeht, noch was einzelne theologische Fragen angeht. Ja? Aber ich weiß, dass ich nicht zufällig im Raum bin. So. Alles um mich herum ist von einem Schöpfer geschaffen worden. Und ich weiß, dass der Gedanke, dass es eine Power gibt, die so viel größer ist als ich selbst, der ist halt verantwortlich für dieses alte, schöne Wort, das so aus der Mode gekommen ist, für das es keine Übersetzung gibt. Demut. Ja? Also, wie willst du demütig sein, wenn du selbst das Größte bist, was da ist? Ja. Und ja, es gibt auch Leute, die sagen, ja gut, aber wie ist dein Draht zum lieben Gott da oben, wenn er dafür sorgt oder sie, dass du blind auf die Welt gekommen bist? Ja. Und auch da gehört die Demut wieder ins Spiel, weil keine Ahnung, was der Grund dafür war. Wahrscheinlich wäre ich ein unausstehlicher Typ geworden. Ja, keine Ahnung, immer zu schnelle Autos, Arme aus dem Fenster, Pseudokuh, keine Ahnung. Ja. Auf die Welt zu kommen und von vornherein mitzunehmen, dass nicht alles gut geht. Dass du kein Anrecht darauf hast, dass alles gut geht. Aber sehr wohl die Möglichkeit hast, was Wunderbares draus zu machen. Das ist für mich, keine Ahnung, das durfte ich verinnerlichen. Also es ist mir nicht schwer gefallen. Ich durfte das verinnerlichen. Ja. Wie soll sowas gehen, ohne einen Gott, der dir diese Möglichkeit gibt? Ja. Egal wie viel Talent du hast. Ja. Manche finden, ich bin ein ganz guter Musiker, andere würden sagen, nein, der ist das Gegenteil, keine Ahnung. Aber dass du überhaupt die Möglichkeit hast, irgendwas so gut zu können, dass jemand stehen bleibt und dir zuhört. Das liegt ja nicht nur daran, wie oft du jetzt geübt hast, sondern das ist ja ein Geschenk und das hast du woher. So. Und wir kennen das ja, dass wir Menschen vertrauensvoll finden oder so und dann wollen wir manchmal so ein bisschen uns da fallen lassen und hätten ganz gern von diesen Menschen die Volllösung für unsere Probleme. Und ich stelle mir das Missverständnis beim lieben Gott genauso vor. Ja? Weil wir wissen, weil wir glauben, wir sagen, Gott ist allmächtig. Und damit meinen wir, der kann mich aus jeder Situation raushauen. Ja. Ganz sicher ist das auch so. Aber es ist nicht umsonst so, dass wir auch Möglichkeiten bekommen haben, einen Spielraum bekommen haben. Und das ist ein Auftrag und eine Aufforderung, auch zu spielen im Spielraum. Wow, Amen, sage ich da nur zu. Das wäre eigentlich schon ein Beitrag im Rahmen unserer Angedacht-Folge. Wow. Ja, der Spielraum, da war ich jetzt selber überrascht. Spielen im Spielraum. Ja, nee, super. Okay, ich komme mal zum Buchstaben H. Es gibt so ein dänisch-schwedisches Wort, nämlich Hygge. Was ist so ein hügeliger Moment für dich? Hügelig, geiles Wort. Sagen die Skandinavier auch hügelig? Nee, die sagen Hügge. Hügelig. Hügelig? Okay. Je nachdem, also hügelig. Der Hügge, ja. Okay. Was ist Hügel für mich? Hügelig. Ich habe im Garten ein altes Trampolin stehen. Das kommt aus der Zeit, als meine Kids klein waren. Und da bei Sundown mit einem netten Drink und einem guten Hörbuch. Aber nicht so laut, dass man die Vögel nicht mehr hört. Aha. Das ist schon ziemlich Wetthügge. Also für mich so. Aber du springst da nicht auf dem Trampolin, du legst dich da drauf? Oder? Ja, kommt ganz drauf an. Ne? Oder wenn noch jemand drauf liegt, dann den so hopsen zu lassen. Ne? So immer selber. Ja. So, ne? Das crazy Sachen halt. Und das mit einem Drink in der Hand. Ja, gut, kannst ja wegstellen. Ne? Oder erst austrinken, ist auch ein Plan. Genau, ja, das stelle ich mir schön vor, ja, genau. Aber weißt du, ich habe echt gezögert bei deiner Frage und ich habe gemerkt, das Zögern lag nicht daran, dass mir nichts einfällt, so, sondern dass mir zu viel einfällt. Also ich bin demnächst mal wieder in Kroatien und an der Adria und als ich das letzte Mal dort war, da
stand ich auf einem Marktplatz und habe gedacht, das ist eigentlich interessant, so mit dem Glück. Das kommt einfach. Da war mal so ein glücklicher Moment, ein bestimmter Winkel der Sonne, ein bestimmter Duft, Musik von der Straße nebenan, Menschen vorbeischlendern, die reden. Und es war so Magic, so kennt man ja. Da waren dann auch so ein paar ältere, kostümierte Damen mit so Trachten und die fingen an zu singen. War ja nun gar nicht Rock'n'Roll, aber die sangen fett, voll, straight in mein Herz. Mit jeder Note. Wow. Und da musste ich denken, so Glück ist eigentlich, ja, es sind einzelne kleine Momente. Und wenn du ganz viel Glück hast, dann reihen sich mal viele Momente aneinander und du hast das für länger. So. Schön. Da hatten wir eher Lust, jetzt noch drüber nachzudenken, als weiterzumachen. Wollen wir raus aufs Trampolin? Genau, machen wir da noch einen Anschluss. Gucken wir mal. Sieht nicht mehr gut aus, aber it sure is nice. Ja. Du hast ja schon einiges getan in deinem Leben, ne? Haben wir ja schon gehört. Ich komme mal zum nächsten Buchstaben. J nämlich. Nicht J wie Jürgen, sondern... Da hätte ich aber jetzt was gewusst. Ne? Was denn? J wie Jürgen? Ja, guter Musiker, ne? Ja, das weiß ich. Das liegt auch im Auge des Betrachters oder Zuhörers, je nachdem, ne? Apropos, wir kennen uns ja schon lange. Wir haben ja auch schon in jungen Jahren auch schon mal zusammen musiziert, ne? Das wäre natürlich auch wieder eine blöde Überleitung zum nächsten Punkt, nämlich J wie Jung und ich brauchte das Geld. Gab es da so eine Situation? Wahrscheinlich mehrere, oder? Boah. Also ich habe ein paar Sachen gemacht, von denen man vielleicht denken würde, dass die crazy sind. Nichts davon, aber würde mir jetzt leid tun, wo ich sage, nee, das jetzt nicht machen sollen. Also klar gibt es Dinge, zu denen man mit der Zeit Abstand nimmt und vielleicht auch sagt, würde ich nicht nochmal machen, aber nicht im Sinne von bereuen. Also dass ich es damals gemacht habe, das glaube ich war okay. Ich erinnere mich, als ich in den Ruhrpott, den besagten, gegangen bin zum Studium, gehört, da gibt es in Köln, nicht weit weg, gibt es so einen crazy Musiktalentwettbewerb, die sogenannte Leines Talentprobe. Und Köln, ne, also das war praktisch Karneval im Sommer dort. Ne? Köln, Deutz, Messe, da passen ein paar tausend Menschen auf dieses Gelände und immer freitags stehen die dann da und das war die härteste Talentshow angeblich der Welt. Ich finde jedenfalls, dass sie sehr, sehr hart war. Also ich habe beobachten können, wie Künstler auf der Bühne waren und ein Chor von 3000 Menschen rief, heul doch, oder schön war auch, auf Wiedersehen. Ja, das war schon heavy. Und keine Ahnung, ich fand es immer interessant, ja, geh lieber einen Schritt zu weit als einen zu wenig. Und ich hätte, keine Ahnung, die hätten mich ausbuhen können, heul doch oder so, habe ich in Kauf genommen. Ich wollte da einfach hin, weil ich mir eingeredet habe, tolle Gelegenheit, andere Musiker dort kennenzulernen, ja. Aber im Grunde ist es ja was anderes. Es ist ja der Traveler, der Abenteurer, der einfach an jedem Schlüsselloch mal irgendwie rütteln muss. So, rüttelt man an Schlüssellöchern? Verstehst mich schon. An jeder Tür, ne? So. Und ich bin dann damals hin und ja, ich weiß, ich habe den Billy Joel, The Piano Man, war der erste Song, den ich mit dieser wirklich furiosen Band dort performen konnte. Und ja, da war Full House, da standen alle Menschen. Was ich nicht wusste, die hatten sich mit dem Rücken zur Bühne gedreht. Also das war Bashing, ne? Aber das gehörte dazu. Die Show, das war Kult dort. So. Gut, wenn du das nicht siehst. Ich war vollkommen unbeeindruckt davon, weil ich, keine Ahnung, wusste ich nicht. Ja, und ich habe einfach mein Ding gemacht. Und später hat man mir gesagt, das wäre der Grund gewesen. So, damit hast du sie gekriegt irgendwie. Und ich konnte diesen Contest gewinnen und den ersten Plattendeal damals. Hätte ich es nicht gemacht, ja. Und ganz oft war ich in Situationen, wo ich dachte, wo bist du denn hier jetzt? Das ist aber sinnfrei gerade. Und genau aus diesen Situationen ist hinterher aber was Tolles geworden auch. Ja. Ich war mal bei einer Karaoke-Veranstaltung als Abiturient, also ein bisschen früher noch, und hatte am Schluss vom Veranstalter so ein paar Gutscheine in die Hand gekriegt und dachte natürlich, jetzt gehst du die mal an der Bar einlösen. Da schüttelte der Barkeeper den Kopf, nee, also dafür kriegst du hier nichts. Das war ein Gutschein zur Teilnahme an der Wahl zum Frankfurter Frühlingsprinz. Diese Agentur kam aus Frankfurt. So. Und ich weiß noch, das war am Abend vor einer wichtigen Abi-Klausur. Und ich befand mich damals eine Autostunde nördlich in Marburg und Autofahren war ja nicht, also Bahn. Und ich bin dann mit einer Freundin zu diesem Ding hin, Frankfurter Frühlingsprinz, ohne zu wissen, was ich da eigentlich will. Und auch nicht, wie ich wieder zurückkommen würde. Also die fuhr auch kein Auto. Ne? So. Erstmal habe ich dort eine Musikerkollegin aus der gleichen Stadt getroffen, aus Marburg, und die Rückfahrt war safe. So, wow. Ne? Also so kam es dann doch noch zum Abitur wahrscheinlich.
Das zweite war, dass auf der Bühne verkündet wurde, ja okay, die zweite Wettbewerbsrunde unseres heutigen Abends wäre Singen. Die erste jedoch ist, wir haben hier einen Disco-Tänzer aus New York eingeflogen. Und der groovt euch jetzt was vor und ihr müsst das auf der Bühne nachmachen. Oh shit. So, there I was. Blind as a crow. Blind wie eine Krähe und Besau. Also kommt halt wirklich auch weit vorne im Alphabet. Ich war der Erste. Und ich stand auf dieser Bühne lost. Komplett lost. Ich hatte keine Ahnung was. Ich wusste nicht, was wird jetzt passieren. Ja? Und das sind ja Momente, in denen hörst du dich selber reden. So. Ich weiß noch, dass ich dann gesagt habe, so Freunde, ihr kriegt jetzt gleich richtig Spaß, ganz im Gegensatz zu mir. Ich kann euch nicht sehen. So sieht's aus. Und ich soll hier gerade jemanden nachtanzen, den ich auch nicht sehe. Und es ist kein Fake. Es ist einfach jetzt so, ich wusste das nicht. Hier stehe ich kann nicht anders. Und ich will aber, was machen wir denn jetzt? Und die waren konsterniert, ja. Das war eine Nobeldisco, Mineralwasser damals, 8 Mark, das war D-Mark, also war schon, ne, das war ein Wort. Und das Publikum stand wirklich unter Schock, die wussten nicht, was machen wir denn jetzt? Und ich habe gedacht, okay, das hilft nichts, du musst die Situation selber auflösen. Ich gemeint, passt auf, lasst mich in Ehren wieder von dieser Bühne, wir machen hier einen Deal, ihr wählt gleich euren Frühlingsprinz und ich mache einen sauberen Abgang, indem I sing any song, what do you want to hear? Ich singe euch was immer ihr hören wollt. Ja, dann kam es natürlich von unten, Heidi. Ja, und das war dann so ein Zwicks mi, ich glaub, ich dram. Moment, du stehst in der Frankfurter Music Hall auf der Bühne vor lauter Leuten, die den Frankfurter Frühlingsprinz wollen und singst Heidi. Also abwegiger und mehr crazy geht's eigentlich gar nicht. So. Und das war aber so lustig, weil ich es dann irgendwie verjazzt und dann war, ich hab die blöde Tanzrunde mit meinem blöden Heidi gewonnen. Ich glaube, die hatten Mitleid, also keine Ahnung, weiß ich nicht. Es war halt abgefahren. Und dann hat es irgendwie Sympathien und believe it or not, I was the Frankfurter Frühlingsprinz. Und im Grunde völlig sinnfrei. Also da hättest du ja besser irgendwie ausschlafen und eine gute Klausur schreiben können. Ne? Aber tatsächlich habe ich dort Musiker kennengelernt, ohne die ich dann die nächsten Schritte nicht geschafft hätte. So, ja. Coole Story. Frankfurter Frühlingsprinz. Ist verjährt. Genau. Aber kommen wir mal zum Thema König. Komm, aber ich habe eine Reise nach Paris gewonnen damals, apropos Wow. König. Ne? Ja. Und dann aber in den falschen Bus eingestiegen. Oh, alle hatten plötzlich Skier an und ich dachte, Oh. wie jetzt Paris? Hm? Okay. Ja. Skiabfahrt vom Eiffelturm. Ja. Aber wir haben es noch hingekriegt. Ja, aber wie gesagt, von Prinz komme ich mal zu König. König, was würdest du tun, wenn du König von Deutschland werden würdest? Nicht unbedingt in Frankfurt, aber in Ganz Berlin. gefährliche Frage. Also ich glaube, ich wäre schlimmer als alle anderen. Inwiefern? Es gibt ein paar Dinge, mit denen, jetzt machen wir aber Straight Talk. Also also das habe ich noch niemandem erzählt. Ne? Ich erzähle es nur dir. Hört keiner zu. Nein. Ich finde zum Beispiel, dass es gibt Dinge, die sollten nicht mit Geld abgegolten werden. Ja? Wolfgang Ambros, nicht alles, was einen Wert hat, hat auch einen Preis. Ja? Das finde ich ist ein wahnsinnig interessanter Gedanke. Und ganz egal, ob man jetzt irgendwie sagt, ja dann, keine Ahnung, geh doch zum Kommunismus, geh doch nach Kuba oder was auch immer. Für mich, ich stehe da jetzt mal über allen politischen Dimensionen. Aber sowas wie Pflege. Wir erleben, dass unser Pflegesystem, und da hat ja jeder schon Geschichten erlebt, Arzt, Pflegeheime, keine Ahnung. Dieses System, das ist halt am Kollabieren. Das können wir an verschiedenen Stellen sehen. Und warum? Weil es monetär ausgerichtet ist. Es muss sich tragen, es muss sich rechnen. Und meiner Meinung nach gibt es Bereiche, die müsste man aus diesem monetären System ausklammern. Ja? Könnt mich jetzt steinigen, aber für mich ist dieser Gedanke, dass das alles sozusagen im Rahmen unseres Systems auf einer finanziellen Basis stehen muss und was sich nicht lohnt, können wir nicht machen. Ich fand den nie akzeptierenswert. Ja? Und ich würde da ein paar Dinge ausklammern. So, aber ich meine, ich mache mir eine Menge Feinde und werde jetzt bestimmt niemals König von Deutschland. Das ist auch Rio. Das ist einfach Rio. Das reißt, genau. Ja. Du hast vorhin erzählt, ein Hügelmoment oder ein hügeliger Moment für dich ist, wenn du da auf dem Trampolin mit Hörbuch liegst und die Vögel noch vielleicht dabei zwitschern hörst. Ich gehe mal weiter zu L wie Literatur. Was liest du oder hörst du da so am liebsten? Oh, ich will jetzt unbedingt ein bestimmtes Buch von John Grisham lesen, aber ich bin im Gegensatz zu Musik, wo ich so ganz klare Kante irgendwie zeige, ne, wo aber dann auch 100 verschiedene Stilrichtungen in meiner riesengroßen Musiksammlung so sind. Bei Literatur ist der Range, glaube ich, noch größer.
Also ich kann mit einem guten Krimi was anfangen, wenn er nicht allzu platte Klischees bedient. So, ja. Ich finde aber auch, also ich habe jetzt vor einer Weile mal ein Buch gelesen, ich glaube, dass der Autor mir nicht einfällt, Ein wenig Leben. Das ist ein wirklich, wirklich unglaublich wunderbares Buch. Mal googeln. Das ist aber ziemlich, also es ist im Grunde auf einer Romanbasis, aber es ist ein sehr tragisches Buch. So. Und ich könnte mich nicht festlegen. Ja, gut, aber man kann ja auch offen sein, ne? Man muss ja Musik. Musik ist ein ganz wichtiger. Jetzt lassen wir endlich über Musik reden. Ne? Genau, jetzt kommen wir endlich mal zum M wie Musik. Was ist Musik für dich? Dein Leben, das Leben überhaupt, oder was ist Musik für dich? Ja, also es ist natürlich immer schwierig, wenn man mit Superlativen um sich werfen muss. Und man erwartet ja auch von mir dieses The Music Man, ja, dass da diese Ode an die Musik kommt. Aber es ist halt auch einfach so. Ich habe noch nie in meinem Leben, seit Kindergarten würde ich tippen, einen Tag ohne Musik verbracht. Ohne bewusst Musik einzuschalten. Ja, und ich bin einer von denen, die werden morgens wach und bevor sie was anhaben, drücken sie schon mal auf einen Knopf. Da muss erstmal was kommen. Ich habe das Gefühl, dass mich auch, also dass bestimmte Songs, wenn sie denn auch so ein bisschen einen literarischen Ansatz so haben, dass die mich auch ein Stück mit erzogen haben. Ja, also ich nenne nochmal Dylan. To live outside the law, you must be honest. Also, wenn du schon so leben willst, wie du es magst und mit wenig Gesetzen oder outside the law, dann musst du aber ehrlich sein. Sonst ist das nicht tragfähig, ne? Wenn das andere dann auch so machen, wird nicht funktionieren. Was ein Satz und wie viel Kürze, so viel steckt, ja. Und ich kann mir einfach ein Leben ohne Musik nicht vorstellen. Weder ohne das Hören von Musik noch ohne das Machen von Musik. Ich finde es mega schade, dass, obwohl Musik noch nie so gut verfügbar war wie heute, ich meine, was habe ich früher Songs gesucht auf irgendwelchen LPs von Freunden, Kassetten und Radio, keine Ahnung. Heute ist Musik super verfügbar, aber für die Künstler ist in einem Teil dieser Dienstleistung Musik die Bezahlung abgeschafft worden. Ja? Was kriegst du heute für einen Song bei Spotify? Ich kenne Künstler, die sich das einfach nicht mehr leisten können, dort aufzutreten. Und ich meine nicht nur die letztgenannte digitale Plattform. Also das sollte gar keine Verunglimpfung genau dieser Plattform sein, sondern das generelle Problem ist, Musik ist so verfügbar. Ich bezahle doch auch viel weniger für Musik heute als früher. Ist ja klar, wir haben einfach Zugänge zu Musik, die nichts oder kaum was kosten. Und die was kosten, da teilen sich ganz andere das Geld. Und man hat immer gesagt, Covid und die Pandemie, ne, das war schlimm für die Künstler. Ich glaube, das ist das eigentliche Virus, das Kunst und Kultur, übrigens auch Theater, andere Kulturformen, ernsthaft bedroht, wenn ausgerechnet diese Dienstleistung nicht mehr vergütet wird. Ich habe ja vorhin mal das Geld in Frage gestellt, aber dann müsste man schon das sozusagen in einem fairen Modus nicht nur für einen Bereich tun. Und bei uns Musikern ist das passiert. Das drückt ja auch aus, dass die Musik an Wert verloren hat. Ich weiß noch, früher, weißt du, das neue Dire Straits Album ist da. Nach Brothers in Arms, wie wird es klingen? Ja, boah, die Leute standen Schlange bei irgendwelchen Musikläden damals dafür. Das passiert heute vielleicht, wenn ein neues iPhone oder Game rauskommt. Und es ist schon die Frage, welchen Wert messen wir Musik bei und wie ersetzbar, austauschbar ist sie geworden? Ja, jetzt bin ich ins Nachdenken gekommen. Mann. Ja, es ist natürlich klar, dass durch diesen Wandel, ich zahle dann mein Abo bei, was weiß ich, Spotify oder Amazon Music oder wie sie alle heißen mögen, dass dann natürlich viel wegfällt. Das ist klar. Ja, wir müssen uns halt überlegen, was ist uns ein Song wert? Und wir können das Rad nicht mehr zurückdrehen. Musik ist heute viel verfügbarer, musst kaum noch was suchen, du bekommst alles. Aber wie machen wir was draus, so dass man nicht davon leben kann? Ich sag das jetzt in einer Situation, wo ich viel Glück hatte. Neue Single Promised Not to Drive ist toll gelaufen, viel Radio-Airplay. Wir waren damit, TV konnten wir machen, ARD Brisant und so weiter. Alles cool. Aber wenn du so rechts und links schaust, da hat sich was verändert, ohne dass man einen Plan hätte, wie man das für die Musiker fixen könnte. Ja. Motiviert dich das weiterhin noch Musik zu machen oder ist das eher so ein Schlag, wo man sagt, so rentiert sich das überhaupt noch? Ich meine, du bist ja von dir raus natürlich auch daran interessiert, Musik zu produzieren, zu machen, zu spielen, ja. Aber trotzdem ist das ja wahrscheinlich auch eher so ein Dämpfer, ne? Ach, weißt du, die Frage ist halt langfristig, wem gibt man sein Geld? Ja? Und bleibt man auf diesen Kanälen? Ja, okay, who knows. Aber wenn du mich fragst, ob das auch irgendwie demotiviert,
weißt du, ich gehöre ja zu den ganz armen Tropfen, die sich das gar nicht aussuchen können. Also es wird um mich herum wahrscheinlich einfach, solange ich kann im Leben, immer auch Musik geben, auch selbstgemachte. Und ich glaube auch, es wird immer jemand geben, für den man singen kann. Elvis hat mal gesagt, without a song the world would never bend. Without a song the day would never end. Without a song a man ain't got a friend. So I keep singing a song. So. Ohne Song geht's nicht, also singe ich. Das ist ja das Problem mit uns Künstlern. Ne? Du könntest wahrscheinlich sagen, du musst noch bezahlen dafür, dass du irgendwie was veröffentlichen darfst. Und es gäbe immer noch genug, die das tun würden, weil es einfach raus muss. Ja. Und von daher, Chris ohne Musik sehe ich nicht. Das wäre jetzt die Gelegenheit, drauf zurückzukommen, was wir vorhin schon gesagt haben. Ich hole jetzt gleich mal die Gitarre und dann singen wir. Was war es? Long Tall Sally war es, oder? Ja, lass mal machen. Okay, dann. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal auf der Bühne, obwohl er so wichtig war in meinem Leben. Es wird Zeit, ne? Das müssen wir einmal öffentlich tun. 1, 2, 3. Yeah. Here we go. I'm on telling Mary about Uncle John. He claimed he have a music, but he had a lot of fun, baby. Yeah, baby. Oh, baby, having me some fun tonight. You know, I saw Uncle John, the boy had Sally. He saw Aunt Mary coming and he ducked back in the alley, oh, baby. Yeah, baby. Oh, baby, having me some fun tonight. Yo. Well, I'm gonna have some fun tonight. Have some fun tonight. I'm gonna have some fun tonight. Everything's alright. Have some fun tonight. Oh yeah. Yeah. Long Tall Sally. Yeah, cool. Komm ich mal zu N wie Natur. Was ist die Natur für dich? Alles. Ich war schon immer ein Rumtreiber, einer, der gern unterwegs ist. Und ich finde, der Wald in Marseille riecht anders als der Wald in Warschau oder in Bellheim. So. Und cool, ne, dass einige Dinge so anders sind und doch auch wieder so viel verbindet. Also wenn du die Sterne sehen kannst, dann sieht man die gleichen. Wenn ich die warme Sonne irgendwie auf mir habe und ein naher Mensch irgendwie 500 Kilometer weiter weg hat sie auch gerade auf sich, die Strahlen. So. Natur, das ist das, was wir demütig irgendwie staunend so irgendwie hinnehmen können als Geschenk, ohne dass wir was dafür getan haben. Wahnsinn. Das Meer, Berge, die Rheinebene. Wir haben so ein cooles Klima, wenn du viel in Deutschland unterwegs bist und fährst, ne, und kommst hierher, dann merkst du, dass du fast immer, wenn du hierher kommst, ist das Wetter überdurchschnittlich gut. Ja, womit haben wir es eigentlich verdient? Wir leben in den absolut gemäßigten Breiten. Wir stöhnen manchmal, aber es ist kaum je zu heiß und es ist auch nicht so kalt, dass es gefährlich ist. Und ja, wir haben auch Unwetter oder so, aber wie mäßig fallen die trotz aller Katastrophen doch noch aus, verglichen mit anderen Weltteilen. Und in diesem gemäßigten Teil stellst du auch noch fest, Mensch, wenn ich mich hier von A nach B bewege, dann ist bei mir zu Hause eigentlich meistens am schönsten. Boah, das ist doch mal ein Grund, irgendwie Danke zu sagen. Das ist auch eigentlich eine Überleitung zum nächsten Buchstaben. Ich überspringe mal das O wie Oh mein Gott, da hast du uns ja schon ein bisschen was erzählt, so was du damals schon erlebt hast. Ich komme mal zu P wie Pfalz, weil das passt jetzt wunderbar. Du kommst ja ursprünglich aus Weingarten, wohnst jetzt in Bellheim. Das ist ja, du bist ja ein Urpfälzer sozusagen. Wie wichtig ist dir die Pfalz? Was verbindet dich noch mit der Pfalz, außer das, was du eben ja jetzt schon gesagt hast, was Klima, Gerüche und so weiter auch betrifft? Erstmal, was mir aufgefallen ist, wenn du woanders bist, in Ostdeutschland zum Beispiel, jemand ist gerade arbeitslos geworden, ne? Dann hörst du den Menschen sagen, ach ja, Helga ist ja auch zu Hause, ne? So, oder auch zu Hause, je nachdem, wo du bist. Hier bei uns würdest du hören, Herr, Samu, schafft die nix. Wir Pfälzer, wir sind so gnadenlos pragmatisch, das kann schon manchmal sogar wehtun, weil du merkst ja dann, dass sozusagen die Schuld für dieses Nicht-Arbeiten, die geht vom Passiv ins Aktiv, die geht auf die Person über, obwohl die wahrscheinlich nicht viel dafür kann. So. Und ich habe mal so mich auch religiös mit dem Calvinismus beschäftigt. Der war ja schon auch im Südwesten, auch hier in der Pfalz, nicht unwichtig. Mhm. Und da ist ja damals herausgekommen oder hat sich herausgebildet die sogenannte Prädestinationstheorie. Ja, jetzt wird es theologisch. Das heißt, du kommst auf die Welt
nach diesem Glauben und es steht bei Geburt schon fest, Himmel oder Hölle. Und jetzt musst du dein ganzes Leben lang dir und der Nachbarschaft beweisen, ich bin beim Himmel und nicht bei der Hölle. Also, So. Und das hat halt bei uns und bei den kalvinistisch geprägten Menschen in ihren Regionen dazu geführt, dass man enorm aufs Äußere, aufs Repräsentative, aufs Darstellen geschaut hat. Und sehr stark darauf, dass so alles stimmen muss. Ne? Und ein Pfälzer, der wird, wenn er seinen Garten irgendwie angeht, dann wird er wahrscheinlich was pflanzen, was Ertrag bringt. Also keine Ahnung, Quetschebaum oder irgend sowas. Grumbeere, ja, aber vielleicht keine Linde, obwohl die doch so schön duften kann. Ja. Wir sind schon ein sehr, sehr praktisches Völkchen und auf der einen Seite, fällt mir das unterwegs auf und ich denke, oh, da haben wir irgendwie Nachholbedarf. Auf der anderen Seite, nichts kann dich mehr erden. Ja. Guck mal, in meiner Nachbarschaft, ne, wenn man da fragen würde, der Chris, sag mal, was arbeitet der denn? Dann würde wahrscheinlich so unbestimmt kommen, ja irgendwo beim Radio oder irgendwo, sowas. Und das ist halt nicht so einfach wie, der ist bei der Daimler, der ist beim Gummimeier, keine Ahnung. Gibt's den noch? Ja, weiß ich nicht. This program is sponsored by Schleichwerbung. Nein. Ja, das heißt, der Pragmatismus geht so weit, so, dass das alles, was so ein bisschen so schöngeistig ist, das kenne man nicht. Ne? So. Auf der anderen Seite, wenn du über so komplexe Dinge sprichst, haben wir vorhin die Musikindustrie und so angesprochen, ein bisschen Pfälzer Pragmatismus dazwischen, ein Segen. Ja? Und deswegen fand ich es immer toll, best of both. Also, ich bin hier zu Hause, es ist eine super Gegend, um wegzufahren und was ganz anderes zu sehen. Und es ist eine mindestens genauso super Gegend, um wiederzukommen und zu sagen, oh, I'm back. Spring mal vor zu irgendwie Reisen. Wenn du sagst, du fährst weg, gibt es ein Lieblingsziel? Ach. Kroatien? Du, ich liebe das tatsächlich. Die Adria im Sommer, das ist einfach wettertechnisch sehr ruhig. Es ist eine irre Mischung aus mediterran, also was man an Italien vielleicht mag, und gleichzeitig ist da aber schon so eine slawische Tiefe in den Menschen, in ihrer Musik. Ich finde es toll, dass dort, wo noch vor nicht allzu langer Zeit ja Krieg war, dass man da heute wieder dieses unglaublich klare Meer genießen kann und dass man da ist. So, ja. Klar, ich habe viel Zeit in den Südstaaten verbringen können, USA, und es ist, wie sagt man, needless to say, dass Memphis und das Mississippi-Delta es mir absolut angetan haben. Egal, wo du hinkommst, überall macht einer die Musik deines Lebens und du willst sofort stehen bleiben und den kennenlernen und mitspielen und keine Ahnung. Aber auf der anderen Seite, als du gerade gesagt hast, was ist dein Lieblingsort, hätte ich fast gesagt, any place. Ja, die Frage ist ja irgendwie, was ist einem alles noch entgangen? Wo muss man unbedingt mal hin? Ich war vor ein paar Jahren mal in Montenegro Urlaub machen. Und je länger ich dort war, je klarer wurde, hier ist diese Grenze in der Nähe. Hier gibt es Albanien über den nächsten Berg und da muss man mal hin. Ja, auch wenn man nicht weiß, was einen da erwartet. Es war ein wunderschöner Trip übrigens am Ende. Natürlich habe ich den gemacht und keine Ruhe gegeben, bis wir dann doch in Albanien waren. Ja, es ist ein bisschen wie Forrest Gump. Und wo ich dann schon mal durch unsere wunderschöne Landschaft Alabamas lief, da konnte ich doch gleich bis zum Ende des Staates laufen. Und als ich das Meer im Osten sah, da konnte ich doch eigentlich gleich bis zum Meer nach Westen laufen. Ich fand es als Kind immer spannend, wenn du am Stadtrand Picknick gemacht hast, dir die Frage zu stellen, was wäre gewesen, wenn du auf die andere Seite der Stadt gefahren wärst? Was wäre da? Und diese Neugier, ich finde, die ist auch ein Stück Kapital. Staunen können, jeden Tag was sehen wollen, was dich aus dem Schuh haut. Und jeden Tag auch damit rechnen, dass das passieren kann. So. Wow, das wäre doch echt mal ein Lied wert, oder? Ja, das wäre ein Song. Absolut. Den gibt's aber schon. Elvis, Any Place is Paradise. Okay. Apropos Elvis Presley, du hast doch heute nicht nur was mit Elvis am Hut, sondern du kennst da auch noch mehr vom Presley-Clan, oder? Ja, lustig, wie das Leben manchmal spielt. Also in den USA sagst du ja, be careful what you wish for, it will all come true. Eines Tages klingelt im Bellheim ein Telefon und es war tatsächlich Mr. Presley dran. Ja, es war nicht Elvis, es war sein Großcousin Ryan Presley, der väterlicherseits mit Elvis verwandt immer noch in der Nähe von Memphis lebt. Und er und sein Vater wiederum hatten ganz viel Ahnenforschung betrieben und kamen damals auf die Information, dass die Familie Pressler aus der Südpfalz, aus Hochstadt, stammte und 1709 ein Valentin Pressler über Holland und London und New York in die USA reiste. Übrigens als Migrant, als Flüchtling ohne Land.
Die Queen in England wusste gar nicht, was soll sie mit diesen Poor Palatines, so nannte man die armen Pfälzer, was soll sie mit denen machen? Und dann wurde Geld gesammelt in Charity, damit die Überfahrt klar war. Und dabei waren eben auch die Preslers später Presleys. Und als guter Journalist, als mir Ryan Presley diese Geschichte erzählt hat, habe ich gesagt, das muss ich erst selber recherchieren, ja, weil natürlich, du kannst ja viel behaupten. Aber Elvis war ja mal in Deutschland als Soldat für 2 Jahre stationiert und hat aus dem schönen Mississippi seine Oma ins Hessische nachkommen lassen. Und Oma Presley, die hat die Familienbibel dort in Hessen vergessen. Die lagert heute bei einem Elvis-Fan. Ich finde es nicht gut, dass er diese Bibel nicht an die Familie zurückgegeben hat. Aber in dieser Bibel war vermerkt, von wem diese Bibel über die Jahre an wen weitergegeben worden war. Und das deckte sich mit dem Stammbaum. Also, wir dürfen das jetzt echt sagen, wir sind Elvis, das ist okay, ja, ist verifiziert. Und über diese jahrelange Arbeit oder auch das Verfolgen dieser Geschichte sind Ryan Presley und ich wirklich tolle digitale Freunde geworden. Wir haben uns noch nie persönlich gesehen. Das ist auch deshalb schwierig, weil Ryan Presley selbst ebenfalls nicht gut gucken kann. Das stand dann irgendwann in der Memphis Tribune, in der Tageszeitung über uns beide. The blind songwriter Ryan Presley, der blinde Songschreiber. Und ich so, Ryan, sorry, dass ich dir das Augenlicht genommen habe. Da sagt er, bist du blöd? Das wollte ich dir schon die ganze Zeit sagen. Ich sehe auch nichts. So. War einfach nicht wichtig bei uns. Ne? Irgendwie, wir hatten zu viel anderes. Ja. Und wir haben irgendwann gemerkt, so, okay, ne, der eine ist ein Schlitzohr vom Mississippi und der andere vom Rhein. Und dann hat Ryan angefangen, Songs zu schreiben und wir hatten das Riesenglück, über eine Agentur in Kalifornien dann mit unseren Songs in die US-Radiocharts zu kommen. Und ja, die letzten beiden Songs, auch Love the World Away, im letzten Jahr erschienen, hat Ryan geschrieben. Und wir arbeiten jetzt an unserem ersten persönlichen Treffen. Ja, es ist noch nicht so klar, eigentlich würde ich rüberfliegen. Jetzt ist aber durch den Erfolg des aktuellen Songs Promise Not to Drive der Kalender so voll, ich weiß gar nicht wann. Und es könnte sein, dass vielleicht Ryan mir jetzt zuvorkommt und in das Land seiner Vorfahren kommt. Und ganz süß, sein Papa, der war auch schon mal in Hochstadt. Und da hat er sich in Hochstadt, kurz vor Ortsschild Hochstadt, hat er sich vom Taxi absetzen lassen und ist den Rest des Weges das Feld entlang spaziert in den Ort rein. In der Annahme, er geht jetzt den Weg zurück, den einst sein Vorfahre Valentin Pressler rausgegangen ist, als er für immer fortging. Und dann kam er im Elvis Presley Weg vorbei. Ja. Gibt es da nämlich, habe ich gesehen. Ja, gibt es tatsächlich. Genau. Ja, und jetzt seid ihr natürlich nicht nur hier erfolgreich, sondern auch drüben in den USA. Ihr habt ja schon einige Erfolge in den Billboard-Charts gehabt. Ja, zu manchen Dingen kommst du wie die Jungfrau zum Kind. Ja. Es ist wirklich schade, die Agentur, die uns lange unterstützt hat drüben, die gibt es nicht mehr. Ja. Und auch hier Demut, wenn es jetzt weiter gut läuft dort, dann we are lucky, dann ist toll. Ja. Aber letztlich, was ist wirklich wichtig im Leben? Ja, wir haben ein paar ganz tolle Abenteuer dort erlebt und wenn es das letzte gewesen wäre, dann hätte ich auf jeden Fall im hohen Alter immer noch genug zu erzählen. Aber so wie ich Ryan und mich kenne, irgendwie fällt uns wieder was ein. Ich komme mal zur letzten Frage. Und zwar... Jetzt haust du noch einen raus, ne? Ich hau noch einen raus. Ich komme jetzt nochmal zum wunderschönen Buchstaben V wie Vision. Was hast du noch für eine Vision? Was willst du noch erreichen? Oder was ist so eine Vision für, ich sag jetzt mal, dein restliches Leben? Oh. Das hoffentlich noch lange währt. Ja, Liebe. Ja. Nein, pass auf, da waren doch jetzt schon eine ganze Menge Visionen dabei. Also wir haben das Geld als Zahlungsmittel in der Pflege in Frage gestellt. Die Musikdienstleistungsplattformen haben wir gerade irgendwie reformiert. Alles in einem Podcast. Ne? Vision wäre, glaube ich, vor allem, sich selbst so treu zu bleiben, dass das nicht zu Lasten anderer geht. Also ich finde, wir haben das heute ganz oft, achte mal mehr auf dich, mach's dir mal schön. Du bist jetzt auch mal dran. Ja? Und das ist zweifellos richtig. Es gibt viele Menschen, denen muss man das mal sagen. Aber ich finde, dass auch richtig ist, dass ein Badewasser, das dir jemand einlässt, einfach viel, viel cooler und groovier ist, als wenn du es selbst machst. Und ich glaube, dass der Spruch von dem einen coolen Typen aus Nazareth irgendwie einer trage des anderen Last, dass der dabei im Moment unterbewertet wird. Ja? Also meine Vision wäre eher, diesen Spirit nicht verlieren. Ja? Be the change you want to make in this world. Sei die Veränderung, die du haben möchtest. Sei die selbst. Ne? Gandhi hat das gesagt. Und ich finde, das ist ein cooles Ziel für eine Vision. Ja? Einfach tatsächlich auch nicht nur die eigene Last zu tragen, sondern
die anderer, weil ich glaube, dass Menschen da eine unglaublich tolle Alleinstellungsgabe oder Alleinstellungsmerkmal haben, dass wir das können. Wir können solidarisch sein und haben immer dann am meisten erreicht. Das war nicht nur eine coole Vision, sondern auch ein richtig cooles Schlusswort. Findest du? Finde ich, ja. Vielen herzlichen Dank, Christian Besau alias Chris Brandon. Ein Vergnügen. Danke dir, lieber Jürgen. Und wie sage ich immer im Radio am Ende der Show, keep the spirit. Intermezzo, der Talk mit Menschen wie du und ich aus der Südpfalz.